Nein, jetzt ist mir eins am Boden gefallen. Und dann sieht es auch noch gut aus. Es sieht aus wie Schneeflocken. Ups. Puff. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf KidSwitch. Heute sind wir bereits beim letzten Video angelangt und Ciano verschlägt uns nach Grossbritannien. Und wenn ich an Grossbritannien denke, dann kommt mir automatisch mein letzter Aufenthalt in London in den Sinn. Und dass ich dort Fish and Chips gegessen habe, das wird in ganz Grossbritannien recht gefeiert. Das Fast Food, Street Food. Und ich mache heute eine Art Fish and Chips, weil eigentlich macht man original Fish and Chips an einem Bierteig. Aber ich habe von Ciano Bombchips bekommen mit Speckgeschmack. Oh mein Gott, Speck, I love Speck. Und ich habe so Pangasius-Filet, Fischfilet gekauft. Und ich hoffe, das ist der richtige Fisch. Also man kann, glaube ich, verschiedene Fischarten brauchen. Der ist so, hat so ein bisschen festes Fleisch. Also wir probieren das einfach. Und die Chips hier, die werden in Schottland hergestellt. Das ist, ursprünglich waren das 2 Familienbetriebe, die sich da zusammengetan haben und die perfekten Chips kreiert haben. Und ich bin mir jetzt wirklich gespannt, was die einen Geschmack haben. Ich liebe Chips und ich hasse es, dass die einfach so viele Kalorien haben. Und ich kann den ganzen Tag Chips essen. Ja. Dicker. Und schmeckt richtig fein nach Bacon. Hammer. Ich habe hier Ordnung, das ist unglaublich. Ich mache da richtig ein neues Gericht. Schwein küsst Fisch. Weiter geht's mit Panieren. Also, als erstes brauchen wir einfach, eben habe ich jetzt die Chips verbröselt, das ist Panade. Dann brauchen wir Mehl und Ei und natürlich den Fisch, den man marinieren. Panieren. Zuerst den Fisch im Mehl innen bemehlen. So, von allen Seiten. Übrigens, das, was ich beim Babybel Cordon Bleu vergessen habe, darum haben sie so schön ausgesehen. Dann kommt sein Ei. Und in die Panade. Überall ein bisschen von dem Chips-Zeug drauf. Und jetzt machen wir das, bis man einfach alle Fischchen durch hat. Jetzt geht es ans Frittieren. Und ich mache das wirklich sehr, sehr selten frittieren. Darum habe ich auch keine Fritteuse daheim. Das ist jetzt auch nicht meine favorite Zubereitungsart, weil ich einfach mega Respekt habe wegen Öl und Heiß und Katzen und ich bin noch doof. Darum mache ich das selten, aber für euch mache ich das natürlich. Ich habe einen ganz stinknormalen Topf genommen, Rapsöl habe ich genommen und man kann wenn man wissen will, ob das Öl genug heiß ist, kann man so ein Stäbchenbrot machen. Wenn dann so Blubberbläschen aufsteigen von diesem Stäbchen, ist es genug heiß. Ich bin ein bisschen nervös. So, muss ich echt ein bisschen zurückschrauben. Ich bin nervös. Ja, also es sieht schon so ein bisschen nicht schlecht aus, oder? Oh nein, sollte ich nicht mit den Fingern machen? Nein, jetzt wieder. So, next round. Also, währenddem das hier die letzte Ladung am Frittieren ist, habe ich noch Chips dazu, also Pommes frites. In England würde man die jetzt ziemlich sicher dicker machen, als ich die gemacht habe. Einfach Herdöpfel genommen, festkochend. Das steht übrigens auf der Verpackung drauf, man sieht es nicht an. Und dann einfach in die Hälfte geschnitten. Einfach so in so Streifen geschnitten. In unkochendem Zustand in kaltes Wasser legen und dann werden sie nicht braun. Geheimtipp von mir. Also jetzt müssen wir das hier wirklich, die müssen wir ganz gut trocknen hier. Jetzt haben wir die Fisch fertig frittiert und jetzt geht es an die Herdöpfel. Und wie vorher habe ich keine Ahnung, wie lange es die haben. So. So, ich habe jetzt das Experiment Pommes frites frittieren durchgeführt. Sie sind ein bisschen dunkel geworden und sind doch noch ein bisschen weich. Ich glaube, ich muss mal in einen Pommes frites machen Kurs. Aber jetzt kommt eigentlich das Wichtigste vom Wichtigen. Nur gut gewürzte Pommes frites sind wirklich gute Pommes frites. Und ich habe hier ein Salz bekommen von ciano.ch. Von Cornish. Also Cornish Sea Salt & Co.
Und der Gründer von dieser Firma ist eigentlich per Zufall mal an einer abgelegenen Bucht vorbeigekommen und hat dann gesehen, dass man eben dort ein spezielles Salz kann, das sagt man dem Schröpfen, einfach kann farmen kann. Und das Salz ist wirklich speziell, wenn man das nämlich probiert, ist es gar nicht so salzig. Also man kann es wirklich ins Mund nehmen, es ist schon salzig, aber es ist nicht so Hardcore-Salz, wie das Kochsalz zum Beispiel. Und das Salz hat jetzt zum Beispiel noch speziell viel Magnesium und Calcium drin, vor allem, was wirklich einfach auch für uns wichtig ist, also viele Mineralstoffe. Und ich finde das wirklich top. Und richtig gutes Salz, da merkst du den Unterschied. Es ist wirklich... Und dann sieht es auch noch gut aus. Es sieht aus wie Schneeflocken. Ups. Puff. Also, jetzt tue ich die Fries ordentlich salzen. Und jetzt probiere ich das so. Schliesslich Fast Food. Also, jetzt haben wir noch Pommes frites. Knackiger als ich gedacht habe. Fein. Und jetzt Fisch. Also, ich brauche einfach Sauce für so Zeug. Es ist so cool mit dieser crunchy Bacon Chips Kruste. Mega gut, wirklich. Jetzt war es wirklich ein super gelungenes Essen gewesen und ich fühle mich wirklich ein bisschen wie dann in England mit meiner besten Kollegin in diesem Laden. Nur muss ich fast sagen, sie ist mein Fisch fast ein bisschen besser, aber es liegt sicher an den feinen Chips. Kann ich euch empfehlen. So, hiermit endet die Woche, die 7 Tage mit Ciano Sachen täglich und ich möchte mich noch einmal mega herzlich bedanken bei ciano.ch für die wirklich super Produkte. Also, ich habe wirklich Überraschungen erlebt, also vor allem, was mir ganz gut in Erinnerung bleibt, ist die Salsa von Maria Dolores und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, ja, die Woche hat mir selber wirklich viel gebracht, weil ich habe wirklich gesehen, wo liegt der Unterschied, wenn man eben vielleicht von einem kleinen Produzenten vielleicht mal etwas ausprobiert, das vielleicht halt ein bisschen teurer ist, aber wirklich, man merkt einfach Geschmack, Qualität und man schmeckt sogar einfach so die Leidenschaft, die Passion für das Essen schmeckt man raus. Und, ich möchte mich natürlich auch ganz herzlich bei euch bedanken, die jetzt diese Woche mit mir mitgemacht haben, fleissig kommentiert haben und vielleicht sogar etwas nachgekocht haben oder heute mal auf die ciano.ch-Seite stöbern. Und ja, jetzt ruhig es ein bisschen, weil tägliche Videos schaffen wir nicht. Aber es wird sicher in Zukunft immer noch Kochvideos und so weiter von mir geben. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr dabei seid und die Seite liket oder das Video liket. Das würde mich mega freuen. Also, jetzt habe ich fertig geredet. Merci vielmals. Ciao.